Marius, ik grüß jullie in de naam Jezus. Dat is een dag wat de Heer gemaakt heeft. En we freuen ons door het. En ik mag van jou van God zijn woord mitteilen uit Epheser. Epheser kapitel 4. En de thema van mijn boodschap is: we moeten in alles opwaussen. We worden hier, wanneer we wat angefangen haben, dat het voets vorig weer. En wat je plant hadden, dat het voets blijven deed, dat het voets vrucht brengen deed. Maar God heeft alles zo erschaffen, dat het tijd neemt en dat het opwassen moet. En we kunnen een goede lektion van de natuur nemen, waar God alles erschaffen heeft. En we willen vandaag een beetje doen en kijken. En dit handelt zich om waar we kunnen opwassen in ons verhältnis met Christus en onze geloven. In Epheser kapitel 4, vers 15 en 16, in de tweede poort van vers 15 zegt het: en we moeten in alles opwassen in Christus ähnlich te worden, der ons Haupt is. Onder Christus zijn controle passen alle Leder Körper taub. De ganze Körper wordt durch passende Gelenke taub gehouden. En van jeder Glied deed wat het zal, dan is door in goed zijn, zodat de Körper wast en opgebouwd wordt. Want alles schafft, zoals dat zal. Zoals Gott het erschaffen heeft, zoals Gott het geplant heeft, zegt van jeder Glied zo arbeidt en dat deed wat Gott geplant heeft, wat Gott dat gemerkt heeft, dan schafft dat alle toe. En het leven gaan alle ervaren wat dat deed van een Glied in ons Körper nicht arbeiten deed zoals dat zal. Vielleicht van bloß ein Gelenk im Regen nicht gesund ist. Der ganze Körper wird durch ihn leiden. Bloß eine Knie nicht biegen wird, so es soll. Der ganze Körper kann dann nicht so erfolgreich sein, als wenn es gesund wird. So schafft das in uns physischen Körper, so schafft das in unserer Familie, so schafft das in der Gemeinde, so schafft das bei unserer Arbeit. Alle Wegen sehen wir dort in jeder einer hat seinen Port zu tun, und wenn in jeder einer seinen Port tut, dann schafft das. Ich will für dich reden über Wachstum. Wachstum braucht Arbeit. Ohne Arbeit gibt es nicht Wachstum. Wenn die an den Garten gemerkt, oder wenn die Farmer sind, dann weiß je dort, du hast viel Arbeit mit verbunden, wenn wir wollen Wachstum haben. Und so ist es in uns christliches Leben. Wachstum nimmt Zeit. Das passiert nicht über Nacht. Das nimmt Zeit. Das braucht Arbeit und du hast auch weiter mit verbunden. Erstlich, Wachstum mit gepflegt. In 1. Petrus 2, Vers 2 schrift Paulus an die Gläubigen, die nie geboren sind in Christus. Und er sagte, wo sie können wachsen, wo sie können Wachstum pflegen in ihr Leben, sodass sie wachsen wollen. Und er bringt hier ein Beispiel, 1. Petrus 2, Vers 2, und sagte, so als nie geborene Kinder nur reine Melk schrien,
soll je ein Verlangen nach jässliche Nahrung haben, dort je durch Wassen in Tau nehmen. Wir sind, glaube ich, alle bekannt, wo hingeran niegeborene Kinder sind, normal. Die fragen nicht, wann das wird passend sein, wann wird eine gute Zeit sein, dass sie würden eten können. Nee, so schön, dass sie hungrig sind, schrien die. Und wenn die nicht kurz schrien, die wollen dann nicht geduldig sein, weil dann warst dass sie warten und noch einmal brauchen, dass sie dort. Nee, die schrien, aber es noch da. Aber die erst schrien, wo die nur verlangen. Und es sagt so aus niegeborene Kinder, nicht so, wo dann Ängste abgewaschen sind, wo dann ein bisschen Verständnis haben, aber aus niegeborene Kinder verlangen haben normal, sagt er, so soll wie nur die jässliche Nahrung und Verlangen haben, so wie du direkt waschen kannst. Niegeborene Kinder sind nicht zufrieden, wenn sie bis alle sind nach Samarias im Milch kriegen. Die brauchen alle paar Stunden. Und das sind das Tag oder Nacht ist. Die haben ein Verlangen danach, die haben ein Bedürfnis dafür. Und es sieht so aus, niegeborene Kinder. So soll wir ein Verlangen haben, nur die jässliche Nahrung, dort wir dadurch abwaschen können, dadurch abgebaut worden. Zweitens, wenn wir checken, nur Wachstum dort nimmt Zeit. In Jakobus Kapitel 5, Vers 7, sagt er, Brüder, blieb geduldig, was ans Hart kommt. Seid einmal in Bühr, oder in Forma, lüht nur seine Scheine Arnd. Heimat über geduldig lüren, was er den Fahrjahrsregen und den Horsregen gekriegt hat. Wenn die im Fahrjahr sehr nett, sie Land reiten merken nett und gute Sod sehr nett, dann wird die lüren, was der Regen kommt, oder wässern, aber das nimmt Zeit. Und dat braucht all dit. En die moet geduldig leren, wat dat eerst de tijd is, wanneer de ernten kan. En voor man dat niet een dag met zijn planten am Fleck fahren, en wanneer dat eerst fertig heeft, dan voert de combine nemen, dan war er even datzelfde Fleck even voor. Nee, je moet leren. Je moet geduldig zijn. Dus dat neemt tijd, dat het afwassen dat. En zo zegt hij zelf wie ook. Dat neemt tijd. Wassen neemt tijd. In Galater 6, Vers 7 zegt dat, wel wie niet meid worden, Gode te doen, want wie niet moedloos worden, waar we ernten, want dat eerst tijd door toe is. Weil wir nicht meid worden, nicht moedloos worden, Gode te doen. En door bij te blijven. Weet je dat niet alle aan het leren krijgt, zoals we dat willen lezen. Dan wordt het niet veel geduld brauchen. Maar wanneer dat schwer gaat, dan braucht dat geduld. En zeg, ziet geduldig, Wils dat braucht tijd, wat der Arnd eerst komt. En zegt hij, zo zal we zijn met Gode doen. En de oorzaak wo wir verken moedloos worden, als wils wir uns nicht bemühen en beschaffen doen met Gode te doen. We zeggen, oh ja, we leren de tijd af, maar wat doen we aan de tijd, wanneer we leren doen? Leren meint nicht, zoals wanneer we vielleicht beim Doktor ein Appointment haben. Dass wir dann bloß satten, eine Stunde, vielleicht 2 Stunden,
wenn eine Emergency vorstellt, vielleicht 3 Stunden oder 4 Stunden, zaten en leer die noem zal mal geraubt worden. Dan fallen wir sagen so, das wasted time. Das verlorene Zeit. Wenn wir zaten en leeren. Aber es sagt, so die Former leert nur den Tidien rein und nur den Loteren rein. Die Former zaten wir nicht bloß auf den Lawnchair, auf den Deck und checkte über das Fleck über, wo das was nicht. Nee, der ist wieder Arbeit. Der schafft damit, der beschafft sich damit. Und dann lehrt er die Zeit auf, aber der Hof kommt, aber die steht erst zu ernten. Und sagt er, so soll wir sollen dabei bleiben, Gaudet zu tun. Das Schwanzte ist zu lernen und Gaudet zu tun, wenn wir nicht den Erfolg davon sein tun. Und wie das nicht kurz erfahren tun, dass das einen Unterschied merkt. Als wir ja vielleicht Gaudet tun und Gaudet tun und Gaudet tun, und wir sehen keinen Unterschied. Und dann, wo wir versucht, abzugeben willst, das helpt dir nicht. Das merkt keinen Unterschied. Wenn die Firma, da sind Fleck, die checken einen Tag, das fehlt neidig und rein, und er becheckt sich sein Getreide, und kommt nächsten Tag 3 und hat noch nicht geredet, und er becheckt sich sein Getreide, kann vielleicht gleich sein, dass ich gewaschen habe. Das braucht Zeit, aber das warst. Wenn ich geduldig hast, und dafür lernt, seine Arbeit tät, was er kann tun, mit der Zeit, wenn ich geduldig hast, wird er eine Ernte geben. Und krieg so ist es in uns Leben. Wir können vielleicht nicht den Wachstum sein von einem Tag nach den anderen. Wir sagen, ich habe den ganzen Monat, jeden Tag meine Bibel gelesen, in Gebet, da kann ich nicht antworten, dass das einen Unterschied merkt. Wir können den Wachstum vielleicht nicht einmal sein, in Sperren, in Kreiten mähen. Aber wenn wir dabei bleiben und tun, was wir sollen, was uns port ist, Gott sagt, dann wollen wir wachsen. Wenn wir geduldig dabei bleiben, wie Gott zu tun, wir wollen ernten zu der rechten Zeit. Wenn wir dort tun, was Gott uns anbefohlen hat, er wird dort tun, was wir nicht können tun, was sein Port ist. Du wirst keinmal anfehlen. Das dritte Ding ist, Wachstum muss bearbeitet werden. Sprüche Kapitel 20, Vers 4, sagt, ein Fühler, der sein Land nicht der rechte Zeit bearbeitet, wird am Erst nur eine Ernte säen und keine haben. Ein Fühler, sondern wird er nicht eine Zeit arbeiten, wird er nicht verabdenkt und verarbeitet, sagt er, der wird lauter in was Zeit kommen und eine Ernte säen und wird nicht fängen, weil sie haben nicht eine Zeit gearbeitet. Aber ein Mensch, der du vorsichtig ist, der du tüchtig ist, und das, was er kann, der wird eine Ernte kriegen. Das, was Gott sagt. Wenn wir was Wein drüben waschen, und ich probiere mich zu lernen, was das meint und was das braucht, Wein drüben zu waschen, die Ranken, die müssen uitgeast worden. Die müssen bearbeitet worden, sodass die gute Frucht bringen dann. Die gehen nicht bloß Tag zu lassen. Wenn die bloß was Tag gelassen und jeder alles bloß in der Ranken und in den Blättern nehmen, und nicht in der Frucht. Und kriegt so erst dort in uns christliches Leben, am Wachstum, am Frucht zu haben, muss das bearbeitet werden. In Gott ist die, wer da ans Leben bearbeiten wird.
Gott wird uns Leben bearbeiten und vierten so aus, uns das nicht möglich ist. Dinge aus uns Leben rübernehmen, was durch ein Hindernis ist für Wachstum und für Frucht. Und vierten können wir das nicht besehen. Und wenn wir das nicht verstehen, wo das schafft mit einem Weinrank, und wie sehen, wo der bearbeitet wird, oder vielleicht ein Apfelbaum, wenn sie den im Vorjahr übrigens Winter beschneiden, dann lassen sie dann ja all das feine, das neue Wachstum dann aufschneiden. Und lassen bloß was Aster, und meistens bei so einer Aster, wo du entweder liegt wach oder ein bisschen raufwiesen, dann lassen sie Tag. Und dann lassen so, das schaut, dass die so viel Gold aufschneiden dann. Aber wenn die damit bekannt sind, wo das arbeiten dat, wo ein Apfelbaum meiste Frucht bringen dat, und dass die Früchte anbleiben dat, dann kann wir verstehen, wo wir das notwendig ist, dass er so bearbeitet wird. Und kriegst so, dass Gott mit uns leben. In Johannes Kapitel 15 brachte das ein Beispiel. Und Jesus sagt seine Jünger, ich sehe der rechte Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Ranken an mich, die nicht Frucht tragen, schnitt er auf. Aber alle Ranken, die durch Frucht tragen, reinigt er, dass die mehr Frucht bringen kann. Gott ist der Weingärtner, Gott ist uns Weingärtner, die uns bearbeiten, dass wir mehr gute Frucht bringen. Und Gott arbeitet in uns Leben, und wir, was wir einmal am meisten Zeit nicht verstehen, und nicht mal gleichen. Das ist gleich möglich. Er bringt Dinge für den Tag, er reinigt Dinge aus, er lädt Dinge aufmerken in uns Leben, was wir vielleicht Jahren würden anholen. Aber er lädt das alles durchwehen, dass er will haben, wir sollen mehr fruchtbar sein. Dass wir sollen gute Frucht bringen. Und er sagt, die Ranken, die nicht Frucht bringen, die er aufschneiden, sodass die Ranken können mehr Kraft und die Frucht gehen lassen und nicht bloß in der Ranken. Und er sagt, in die Ranken, die die Frucht bringen, die wird er reinigen. Und wenn Gott eine Rank reinigen wird, er wird nicht immer bloß mit Gewuter überspratzen. Er braucht einmal Instrumenten und Dinge in uns Leben, in gewisse Hinsicht an Dinge überreinigen, was nicht möglich ist, was nicht schein geht. In Hebräer Kapitel 12 sagt er dort, keine Züchtigung ist möglich für diese Zeit. Aber, sagt er, zu dem, was dadurch belehrt worden, bringt das nur hier eine gute Frucht, eine gute Ernte. Und dort ist, wo er nur heran ist. In Hebräer 12, Vers 6 sagt, wem der Herr gut ist, den tragt er trag und brucht Schläge bei jedem Sehen, den er abnimmt. Nehmt dort an aus Belehrung. Nicht aus Struf, aber aus Belehrung. Weil wenn immer Gott in uns Leben arbeitet, so tun, braucht uns dort zu verdrehen, sodass wir das sollen verdreht sein, was Gott tut. Als Gott der Adam und Eva sehen, du am Garten, von den einen Baum sollen sie nicht eten, aber von all den anderen Bäumen, was am Garten wären, können sie frei eten, alles, was sie wollen. Kein so tun,
en proeft en bloß op diesen einen Baum geworden te merken. Hij deed eigenlijk al die andere Bäume wies. Aber hij proeft bloß diesen einen, er Fokus wird bloß an den einen Baum sein, wo sie nicht von eten sollen. En proeft er te verlegen, en dat en verlegen, wat dat wordt zijn, wat dat wordt doen, wanneer sie von diesem Baum eten würden, und wo wir in Gott nicht wohl haben, dass sie von diesem Baum eten sollen. Weil je, wenn wir nicht wollen, schlechtes tun, dann müssen wir nicht uns beschaffen damit. Nicht dort in uns Gedanken haben, nicht dort uns Fokus merken. Aber wir auch nur dort checken, was der gut ist. Was der rein ist, was der herrlich ist. So ist Philipper 4, Vers 8 sagt. Und die Dinge, und die gute Dinge, du sollst wir uns mit beschaffen, du sollst wir uns Gedanken mit fallen, du sollst wir abbühen, nicht ab die Dinge, die nicht gut sind. Vielleicht habt ihr das mal bemerkt, vielleicht habt ihr mal erfahren, dass die sind ein bisschen bedreckt gewesen. Ich glaube, jede Person erfährt dort von Zeit zu Zeit, dass sie sich ein bisschen bedreckt fühlen. Weet je, wie kann sehr bedreckt worden? Bloß durch und denken, was je ihn fühlen. Bloß an Gedanken, du mit beschaffen, wo das geht, wo das fehlt. Und immer bloß mit beschaffen, wo schlecht das ist, wo schwer das geht, wo traurig das ist, und wo unmöglich das ist. Und alle Dinge, da wo je sehr bedreckt worden. Dort ist das Rezept, wo er kann sehr bedreckt werden, wenn er sich ein bisschen bedreckt fühlt, dann sich damit beschaffen. Und du ganz ben versinken dat. Das wird passieren mit Arbeit und Eifer, du am Garten. Als sie sich ganz beschaffen mit diesem einen Baum, wo sie nicht von eten sollen, dann fangen sie an zu sein, über wo schmeckt die Frucht über Leid. Über wo die Frucht wird ein Wes merken. Und ich wundere auf dich, dass Zwiebel von Toptaran am Mühl, als sie durch Chicken leben, wo die Frucht leid. Und dann ist Jesus so ein großen Verlangen danach, dass sie davon eten leiden. Wenn sie wieder von dem Baum weggehen, haben den Regen gedreht und haben sich beschäftigt mit all den anderen Bäumen, mit der guten Frucht, was durch wir, würden sie von jedem Baum verjeten haben. Und kriegst so ist es in uns Leben. Einmal voll wie uns bedreckt. Einmal haben wir so eine govidischen Toll. Das ist ganz normal. Das ist nicht mehr arg. Dort ist ein Port von einem Mensch, seine Erfahrung. Dort ist ein Port von dem Leben. Jesus sagt, in das Leben, wo je Trübsal erfahren. Das ist ein Port von dem Leben. Jesus erfuhr das, seine Jünger erfuhren das, alle Menschen erfuhren das. Das ist normal in das Port von uns Leben. Wo wenn wir uns auffangen mit zu beschaffen, dann noch mit ihr anfangen, sorry fühlen für uns selbst. Dann ist es auffangen, mit ihr zu euren, dass andere Menschen nicht sorry fühlen für uns selbst. Dann fangen wir an, wieder und wieder und wieder rauf zu kommen. Und schlechter zu fühlen. Und dann kriegt Satan Übermacht in uns Leben. Aber wenn wir uns mit dort beschaffen, anholen, Gutes zu tun ist einmal dankbar sein. Das ist eines von den geradsten und den besten Dingen, was wir tun können, ist dankbar sein. Eva und Eva lesen in Gottes Wort, seid dankbar. In alle Umständen dankt Gott vom Herzen. Dort all jede Bedürfnisse Gott verleihen, mit Dankschein sein. Eva und Eva, wo wir abgeraubt, Dankschein zu sein, dankbar zu sein. Dort ist einfach die gute Worte, wo wir uns immer weiter mit beschäftigen sollen. Weil ein dankbarer Mensch
als ein froher Mensch. Das hat nicht so viel zu tun mit den Umständen. Wohl können der Apostel Paulus froh sein am Gefängnis. Und dann schreibt er zu den Gläubigen in Thessalonika und dann sagt er, freut Jüd, immer und wahrer sei ich, freut Jüd. Wo können sie das so sagen, wenn er im Gefängnis wäre? Sie hat sich nicht beschäftigt mit seinen Umständen. Wo hat er sich mit beschäftigt? Mit den Gläubigen, mit den Kirchen, alle Wege, wo er das Evangelium gepredigt hat, wo Menschen haben Jesus angenommen, mit dem Wachstum, das hat sich beschäftigt. Und willst du nicht hingehen können, willst du nicht frei werden, schreib ein Brief zu dir und dann sagt er, freut Jüd, sei dankbar. Und dann sagt er, ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich bete, dann danke ich Gott für Jüd und ich bete für Jüd. Sie hat nichts zu tun mit seinen Umständen. Das hat alles zu tun, wo sein Ziel war. Wo er sich mit beschäftigt. Keiner von uns hat Umstände, die perfekt sind. Keiner. Du musst vielleicht einen anderen checken sein. Boy, wenn meine Umstände so wie das den sind, dann wird mir das schein gehen. Nein, das wird nicht. Because die, wenn den wirst gehen, Frauen, die wird sagen, oh, wenn meine Umstände nicht so wie das sind, wenn das Leben so wie das Jan sind, dann wird ich schaftig sein. Nein, das wird nicht. Das hat zu tun, wo uns hart ist. Wenn wir anhauen, Gott zu tun, einmal dankbar sein, zweitens Gott loben und preisen, für wer er ist, für was er getan hat, für was er tut, was er versprochen hat, was er noch tun wird. Dann war wie Frau. Das ist, was passiert. Wenn wir uns damit beschäftigen, wo wir uns feilen, dann kommen wir auf. Wenn wir uns damit beschäftigen, wer wir sind in Christus und was er uns gegeben hat, was er uns versprochen hat, dann kommen wir ab. Wenn wir uns beschäftigen mit einem anderen helfen, dann wollen wir auch geholfen. Und wenn wir uns beschäftigen mit wo andere uns helfen sollen, dann kommen wir noch wieder auf. Das wird das schafft. Das wird Gott das gemerkt hat. Und er sagt, wenn wir wollen wissen, dann sollen wir uns damit beschäftigen, kraxische Formen, sich beschäftigt mit seinen Getreide. Ich kann Ihnen feststellen, wenn die Formen, bloß aber wird gehen, dass sie nur sehen, Fleck checken. Aber nicht, ich habe sie nicht Fleck da. Und er sagt, wo die sie über den Tag für Tag haben sie einen Fleck schaff, mit den Kultivator der Teich vorn deiden, mit Wässern deiden, Kruid uithaken deiden, alles. En jeder Tag bloß die zien Fleck, mit sie über sie Fleck verletten. Aber er nicht, ich habe sie nicht Fleck. Ich kann Ihnen feststellen, wie mutlos sie mit waren. Oh, wenn ich so eine schmacke Arnstunde aus mir nur, dann würde ich auch froh sein. Dann würde ich mich auch freuen. Dann würde ich auch noch was haben, wir können vorwärts checken. Wie würden es sein zu den Formen? Wenn du was so eine Arn hast, die nur, dann go und da auch. Dann arbeite mit. Sagt alles an. Jemand die bastet. Dann wirst du. Und das kriegt, was Gott an sie wird sagt. Du kämpft nicht mit dem Gemacht, du erst weiter mit verbunden. Wenn Gott uns utasten das ist nicht möglich. Das ist weiter mit verbunden. Aber Gott hat nicht um uns strafen, aber um uns fruchtbar machen. Das tut er dort. Sie, wenn Gott uns bestrafen will, dann würde er uns an muss in den Hals schmieden. Because du als das keine Strafe, was du für Sünde reicht es. Gott wird unabrächtig sein, wenn er uns muss einen Klops von Hingen geben für unsere Sünde. Gott wird nicht gerecht sein, wenn er dort tut. Er sagt, dass der Lohn von der Sünde ist der Tod. So irgendwann ja aus dort wird unabrächtig sein. Gott hat all mit dem Lohn von unserer Sünde verhandelt. Kreuz auf Golgatha 2003, dass er das ganz mit verrechnen, ganz mit verhandeln und er wird zufrieden mit.
Das ist Vorrecht, sagt er. Das ist ganz betont. So Gott hat nun nicht mehr uns, als die Kinder, Strufen für uns sind, aber er hat uns Zichtchen. Und wir sollen Frucht bringen. Jo, einmal, wenn wir ungehorsam sind, dann sagt er auch, das Aules, dieser Rang, ist nicht fruchtbar. Und dann hat er der Ränchen, dann hat er einmal das Wort aufschneiden. Dann hat er uns wei. Und dann waren wir, oh jo, das ist nicht, was Gott sein Ziel ist. Sein Ziel ist Frucht in uns Leben. Wir können nicht unsere Umstände regieren, aber wir können uns nur noch einstellen, dort in den Umständen, wir können Frucht bringen. Wenn wir dankbar sind, wenn wir Gott seine Hand an sein, in ihm dafür danken, even wenn wir das nicht verstehen, dann, aber ihm dafür danken, dann, was er tut, was er uns fruchtbar merken. In 1. Korinther 11, Vers 30, 32, redet Paulus zu den Korinther von, was sie erfahren hatten, schwere Umstände, was sie in ihr Leben erfahren hatten, und er bringt es aus einem Beispiel, zum Lehren, wo Gott entsichern hat, für ihre Ungehorsamkeit. 1. Korinther 11, von Vers 30. Er sagt, dort ist, wo wir je so viel Schwache und Kranke manchen haben, in den Schuf sind gestorben. Wenn wir uns selbst rechten würden wir nicht gerecht worden. Wenn wir aber vom Herrn gerecht worden, wo wir durch Trag geholfen, dort wir nicht mit der Welttaub verdammt worden. Gott leift uns genug, dort er uns sichern dat, wenn wir ungehorsam sind. Wils, er will uns gleich in eine Verdammnis bringen, dort er uns mit der Welttaub verdammen will. Er will uns davon houden. Und nur wenn er uns strufen, kriegt so als wie unsere Kinder, mit klein leer down und strufen down, so als das neidig ist, wie es wie will das Verbe, dass sie sollen nicht abwassen und so wiederleben und viel Eindruck anreiten für sich selbst und für andere Menschen. Dass sie sollen Frauen ein gutes Leben haben, sie sollen gute Frucht bringen in ihr Leben. Das sollte beweisen, wie das tun. Wieviel mehr dat Gott diese Dinge in uns Leben, sodass wir dadurch wachsen und teilnehmen können in fruchtbar sein. Das ist sein Verlangen. Im Psalm 119, Vers 67, seht der Psalmist, euer Eck, die moet je Schwierigkeiten, gerot, Erdeck. Nu aber hol ich den Wort. Hij euer Eck, das Schwierigkeiten erfahren, dat ik Ik mijn ene weg. Ik deed dat mijn ene weg. Aber nu, als Gott hat die Schwierigkeiten gebracht, sagt er, nu hol ich den Wort. Dort ist das Ziel, was Gott in uns, für uns hat, wo wir diese Dinge in uns Leben bringen. Axel Paulus already, dass eins die schwach sind, krank sind und eins die alle gestorben sind. Vielleicht fährt den Zeit, als was er wirklich geplant hat für dich. Das kort gemerkt, ihr Leben kort gemerkt, will sie nicht willig werden, gehorsam zu sein. Spreche 3, Vers 11 sagt, mein Kind, veracht dort nicht, wenn der Herr die belehrt. Und sie nicht ungeduldig, wenn er die vermont. Gott leift uns und er behandelt uns so als Kinder. Und so sagt es, sieht, dass er nicht verachten, wenn Gott die belehren hat. Und wenn nicht ungeduldig, wenn er die vermont hat. Hebräer 12, Vers 5 sagt, und je haben dort Wort all vergeten. Dort jünt Mut merkt,
in onreed als seine Kinder. Mijn zin, neem dat nicht leicht, wenn der Herr die belehrt. Und verzeih nicht, wenn du von ihm gestruft wirst, wenn du gezichtig wirst, die Terrainen, die mehr fruchtbar zu merken. In Vers 10 in Aules sagt unsere Vaters haben uns mal in kurzer Zeit belehrt, so als sie das Gott hielten. Aber Gott hat uns belehrt, zu uns alles bastet, dort wir Anteil und seine Herrlichkeit haben. Gestruft worden ist für uns, gerade wenn das passiert, nicht eine Freude, aber Trauer. Nu Herr aber bringt er für die, der sich dadurch am Golden geäuft haben, eine scheine Abend von Friede und Gerechtigkeit. Das wird Gott in uns Leben überarbeiten hat, wann wir uns durch die Hand geben, in welches sind von ihm zu lernen, in sein Wort gehorsam zu sein. In Jesaja 26, Vers 16 sagt er, Herr, in schwere Tiden seg wie die, als du uns betroffenheits oder bestrufenheits, bet wie die an. In schwere Tiden seg wie die. Erst dort, was wir tun, wenn wir in schwere Tiden kommen, da wir dann nur Gott segnen, in uns Hand geben und sagen, Herr, was brauchst du mich zu lernen durch diese schwere Zeit? Oder lassen wir uns bloß von der Schuld dann bedrängen und dann uns selbst bejammern? Und dann jedes so schlagen und weil wir haben andere Menschen selbst bejammern? Oder vielleicht gehen wir zum Doktor und sagen wir, ich fühle mich so bedrängt. Hast nicht Drugs? Na, wie würde es nicht so sein, aber dass ich diese schwere Fehlung nicht mehr habe. Die Dinge, die Gott in uns Leben nennen kommen, die uns selbst nur noch anbringen, uns mehr ab an verloren merken, da wir missbrauchen, und dann bringt es bloß noch wieder auf, und dann werden wir noch gebunden da an. Aber wenn wir da reich mit verhandeln, dann bringt uns das nur Gott. Wir lernen am mehr Vertrauen, wir lernen am mehr Leben, weil wir sein dort, dass diese Dinge, die in uns Leben lassen kommen, die sind uns zum Golden bestimmt. Sein Plan ist, uns fruchtbar zu machen, nicht uns rauf zu bringen. Das was der Feind braucht zu tun, aber Gott braucht immer uns abzubauen, zu stärken, zu reinigen, sodass wir können fruchtbar sein. In Hiob Kapitel 5, Vers 17 sagt er, wo gut kommt das für den uit, den Gott seine Lehr annimmt. Lot die dort nicht zu groß sein, wenn die alle Menschen halbt, die belehrt. Lot die dort nicht zu groß sein, wenn die belehren das. Sagt er, wo gut ist das für Mensch, der sich von Gott belehren lässt. Niedros ist das nicht möglich, niedros ist das nicht schein. Aber Gott hat ein gutes Ziel für uns. Er will uns reinigen und uns fruchtbar machen. Psalm 27, Vers 13 sagt der Psalmist, ich glaube aber doch, dass ich das Gute vom Herrn noch hier in der Leben erlernt sein will. Auf Englisch sagt er, ich würde han abgegeben, oder ich würde beschwingt sein, wenn ich dort nicht geglaubt habe, dass ich noch das Gute von den Herrn sein würde in das Land von der Leben in dieser Zeit. Er würde han abgegeben, wenn er dort nicht geglaubt hat, dass er noch das Gute
davon sein wird. Der gute Folgen davon erfahren wird. In Johannes 12, Vers 24 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn ein Wettkuren nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt dort allein. Wenn das aber stirbt, dann bringt dort viel Frucht. Weet je, wenn wir willig sind, uns selbst Hand zu geben, uns eigenes Leben Hand zu leihen für Christus, so als dood zu sein zu selbst, dann wird uns Leben fruchtbar sein, sodass viele Menschen um uns wollen die Frucht von den Geist erfahren durch uns Leben. Und wenn wir ganz mit uns selbst besorgt sind, uns mit uns selbst beschäftigen, bis an uns selbst denken, dann werden wir betrübt, dann werden wir bedrängt und dann kommen wir auf. Dann verlieren wir uns Leben. Aber wenn wir arm uns Leben ganz handgeben, sozusagen zu selbst sterben, dann wird sein Leben in uns Frucht bringen. Frucht, was für ewig bleiben wird. Frucht, was in Sehen ist zu den Menschen um uns. Als Jesus seine Jünger am herankamen, in Lukas 9, 23 sagt er, dann sagt er zu allen, wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst vergeten und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nur folgen. Einmal uns selbst vergeten. Das kriegt jeden Teil, als was ein betrübter Mensch oder bedrängter Mensch tut. Der denkt an sich selbst. Der denkt an seine Umstände. Der denkt an, wo er sich fühlt, wo er das geht, was er hat und was er nicht hat. Der denkt an sich selbst. Und wenn sagt, wer mir will nur folgen, der muss von sich selbst vergeten. Der muss sich selbst auf sein. Der muss dann ansehen, das handelt sich nicht an mich, das handelt sich an ihn. Ich sehe hier nicht in dieser Welt für mich. Ich sehe hier für ihn. Er hat mich gemerkt. Er hat mich gekauft mit einem dearen Preis. Nicht soll ich für ihn, nicht für mich. Und wenn wir dort ehrlich sind, dann sagt er, dann können wir seine Jünger sein. Erforscht du sich die Jung in dein Leben? Erforscht du, dass die Weingärtner, deine Rang, reinigen das? Vielleicht aufchartern das? Und dann verliere nicht Mut. Feil nicht sorry für dich selbst. Dank Gott. Das ist ein Staub von Glauben. Dank Gott, will's, wenn wir das nicht verstehen und nicht besein können, wo wir am Danken, dort meint wir vertrauen an. Er wird dort für Gott mitarbeiten. Was immer das ist, möchte ich ansparen, möchte ich Mutter sprechen. Lasst euch nicht von diesen Dingen durchdrehen. Du nicht so sehr besorgt sein über dich selbst. Wo du dich fällst, wo du das geht, was du hast oder vielleicht was du nicht hast. Aber check nur Christus. Und was du an Christus hast, was für eine Versprechung du an sein Wort hast, und fang an zu danken. Und was du erfahren, dass die wird aufhören schein zu gehen. Du wirst aufhören Frau zu sein. Andere Menschen, die mit die Taub sind, die wollen ermutigt sein. Und dann wird die dann auch aufhören schein zu gehen, was du auch abgebiet worden. Halt nicht an, oder lot nicht nur, Gott zu tun. Wils, wenn wir geduldig anholen mit Gott zu tun, sagt er, wo wir ernten zu der rechten Zeit. Und dort hat er versprochen. Und dort wird er tun. Darf ich noch zu beten?
Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns hast, so klar gewesen in dein Wort. Dort das Leben hier, das handelt sich nicht um uns, aber um die. Um deinen Plan. Du bist der Weingärtner. Du eigenst den Garten. Du hast all die Weinranken geplant. Und du darfst dein Leben, keine Rank, hat Leben von sich selbst, aber bloß wenn er an den Sturm bleibt, hat er Leben. Und du darfst uns alles, was wir brauchen, zum Leben und zum Gottselig sein, sagt dein Wort uns. Herr, du hast uns berufen, dass wir sollen Frucht bringen. Und Frucht kommt mit der Zeit, mit Geduld, durch Arbeit, durch Weidau, durch die Vertrauen. Halb uns, Herr, dass wir uns würden sichten lassen, reinigen lassen von dir, sodass wir können wirklich die Frucht des Geistes in uns Leben haben, sodass andere dort worden sein und erfahren und dadurch worden gesehen und abgebaut und ermutigt worden, vorwärts zu gehen. Und Herr, wenn wir uns haben lassen, von diesen Dingen bedrängen, und wir haben uns bloß mit uns selbst beschäftigt, halb uns Buße zu tun und dort oft zu sein, uns selbst oft zu sein, und wirklich sind uns Christ ab uns zu nehmen, in die nur zu folgen, dann sagst du, wenn wir uns Leben die Hand geben, dann wirst du dort nehmen und du wirst dort vermehren, sodass es wird viel Frucht bringen. Zu deines Namens Verherrlichung. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.